Das Woch will ich euch Ermenung frohen. Bei einer Diskussion, die schon seit enger Zeit schon die europäischen Institutionen beschäftigt, nämlich die von transnationalen Listen für die Europawahlen. Die Idee gibt es schon seit Jahren. Mit dem französischen Präsident Macron hat sie vor kurzem an den Vordergrund gebracht. Alter Wein in neuen Schläuchen, ja, mit der Umsetzung von der Idee, die für die nicht möglich ist, die gibt es möglich gehen. Für was? Aber ganz einfach, wenn es den Brexit. Durch den Brexit gehen am Parlament in Zukunft 73 Sitzer von Europadeputierten frei, die bisweilen von den Briten besetzt waren. Es gibt eine Reihe Ideen, was den mit diesen Sitzern machen. Am Parlament von 751 auf 678 Sitzer raufgehen. Oder die Sitzer freihalten für möglich, mehr hypothetisch, zukünftige Erweiterungen von der Europäischen Union. Eine andere Alternative, Sitzer zwischen den 27 Memberstaaten verdelen. Oder das ehemalige Gelegenheit nutzen, für einen gewissen Anzahl von Europadeputierten auf transnationale Listen wählen zu lassen. Es ist wichtig zu verstehen, dass diese Deputierten komplementär wären zu den Deputierten, die an den nationalen Bezirken gewählt gehen. Also gibt für die Europadeputierten von Lützeburg nichts ändern. 6 hätten wir da sowieso, ergeben, die nach dem alten traditionellen System wählen. Transnationale Liste wäre also ein Zusatz zu den nationalen Listen. Diejenigen, die für transnationale Listen plädieren, die behaupten, dass auf diese Manier die Wahlen mehr europäisch gehen. Auch die europäische Einheit und die europäische Identität gestärkt gehen. Tatsächlich waren die Europawahlen bisweilen Summe von den Resultaten von 28 nationalen Wahlen. Transnationale Deputierte geben dafür sorgen, dass die europäischen Interessen an Themen, an Diskussionen besser zum Vorschein kommen. Die gegen transnationale Listen sind, behaupten genau das Gegenteil. Das gibt die Europawahlen von den europäischen Bürgern distanzieren, weil die Bürger die Leute nicht kennen, die sie auf den internationalen Listen hätten. Sie behaupten auch, dass dann die EU-Kandidaten und Populisten, die oft über die Grenzen hinaus bekannt sind, zum Beispiel Madame Le Pen, am meisten geben von so einer Liste profitieren. Auch fährte verschiedener, dass transnationale Listen erst an zweitklassige Deputierte schaffen. Deputierten, die auf einer transnationalen Liste gewählt geben, wären mehr wichtig und mehr legitim wie andere, die auf einer nationalen Basis gewählt gehen. Gespräche sind noch lange darüber. Kein Argument hat sich bisweilen durchgesetzt. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir auch nicht auf geringen Zweischwerte kommen für die Wahlen 2019. Obwohl der Ausschuss für konstitutionelle Fragen am Europaparlament positiv gestimmt hat für die Kreation von den transnationalen Listen, hat das Plenär, das ganze Parlament also negativ gestimmt. Und ich gebe bald so, dass der Europäische Rat von den Ministern das Sujet wird unter den Tisch kehren. Schön gut oder auch gut nicht, was das ja Meinung zu den transnationalen Listen. Ich freue mich das besonders, weil so ein System Avantage kann bringen für ein mehrsprachig kleines Land wie Lützeburg, das die Kultur von seinen Opern gut kennt. Lützeburg kennt vielleicht neben den 6 Gewählten einen zusätzlichen Sitz erobern an einen auf der transnationalen Liste kriegen. Was also als Ermeinung, so man Bescheid.